Kinder brauchen vor allem Zuwendung, sichere Stellung von ihren Bedürfnissen, aber sie brauchen auch Leitung und Leitplanken. Es war ein regelrechtes Erdbeben, das vor gut einem Monat die SRF-Doc über die christliche Schule Lindt in Kaltbrunn ist veröffentlicht worden, ausgestrahlt wurde. Da ist es um den Skandal gegangen, der nachher auch breit in den Medien weitergezogen wurde über die Familie Lederach, die Unternehmerfamilie Chocolatier Lederach. Und ein Thema, das dort hier eigentlich latent natürlich auch mitgeschwungen hat und vielleicht auch ein neuer Verdacht aufgekommen ist darüber, ist, dass Schläge in der christlichen Erziehung könnten, immer noch eine Form sein, die gängig ist heute, die es gibt. Und da wollen wir heute ein bisschen das als Aufhänger nehmen, für Licht in das Dunkel zu bringen. Wie das wirklich aussieht, wie das dann normalerweise in den meisten christlichen Familien, man sieht nicht überall, natürlich drin erzogen wird. Und da freut es mich sehr, dass ich heute eine Spezialistin in diesem Gebiet hier begrüßen. Und das ist Doris Bürki. Sie ist seit 30 Jahren verheiratet, 6 Kinder, also viel können selber Erfahrung sammeln in diesem Thema. Wie kann man Kinder erziehen? Und ist in diesem Thema auch als Coach, Beraterin, Autorin immer wieder unterwegs und dran. Ich freue mich sehr, Doris, dass du hier bist. Danke vielmals. Willkommen. Für die Einladung. Merci. Ja, und bei dir hat es schon auch neu durch das, was jetzt an Schlagzeilen neu gekommen ist, rund um den Lederach-Fall, die gegusselt, gell? Oder die irgendwo aufgewühlt, was dort für ein Bild ist übergekommen und wie das dann, hat auch für uns vielleicht eine Erklärung jetzt mal wieder gebraucht, oder vielleicht das ist auch ein Ziel von unserem heutigen Gespräch. Was ist denn dort hier heute so ein bisschen der Standard, wie erzogen wird, wie du das erlebst? Es hat mich natürlich bewegt, die Geschichte rund um den Fall Oberkirch. Das ist auch ganz etwas Bedauerliches. Es ist ganz bedauerlich, wenn Menschen diesen Weg, eine Züchtigung erleben, so in einem groben Mass. Oder wenn halt auch da wieder Geschichten aufkommen auf der anderen Seite, wo man muss sagen, das tut dann pauschalisiert sich über das Thema christliche Erziehung legen. Das hat mich beides bewegt. Und darum denke ich, ist es mega schön, wenn wir heute mal ein bisschen ausholen über christliche Erziehung. Es hat mich bewegt, auch zu sagen, christliche Erziehung ist etwas anderes als das, was da an Angst und Strenge geprägtem übergekommen ist. Christliche Erziehung bedeutet in den allermeisten Fällen, dass Eltern sich sehr engagiert für ihre Kinder einsetzen, sehr engagiert mit ihren Kindern unterwegs sind, dass sie sich je nachdem auch viele Gedanken dazu machen, dass sie sich Rat holen bei Erziehungsratgebern, dass sie sich in ein Erziehungsseminar begeben und dazu lernen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, man sieht nicht überall rein. Es ist sicher auch eine gewisse Verunsicherung da. Es ist eine gewisse Fragestellung da, wie macht man denn das gut? Aber es ist ganz sicher eben auch vieles, wo genau nicht dem Bild entspricht, das man da gezeichnet hat, bekommen. Ja. Also ich denke, das ist gar nicht unbedingt so in den Köpfen, dass es so extrem abläuft. Ich denke, das hat inzwischen ein Grossteil der Bevölkerung schon auch verstanden, dass sich die Verbände und Kirchen und so weiter verabschiedet haben eigentlich von dem Bild, wie es dazu mal noch geherrscht hat. Übrigens eben, da muss man schon sagen, nicht irgendwo spezifisch bei den Christen, sondern das ist dann zumal ein Bild gewesen, kulturell überhaupt, oder? Also man hat halt so noch ein Zeitchen erzogen. Genau. Erziehung ist immer ganz stark geprägt von der jeweiligen Gesellschaft, wo man sich drin befindet, von der jeweiligen Zeit, wo man drinnen lebt. Und darum kann man wirklich sagen, das Bild ist ganz anderes heute. Es hat sich ganz vieles entwickelt. Und da haben auch Christen immer wieder ganz grossen Anteil daran. Die Christen haben immer wieder Erziehung propagiert und gefördert und auf eine Grundlage gestellt, wo schlussendlich eben gesunde, lebensfähige, lebenstüchtige, frohe, junge Erwachsene daraus können entstehen.
und wo eben ein ganz lebensnäher und lebensfördernder Zugang ist zur Erziehung. Ja. Aber warum ist denn das mit den Schlägen gleich noch ab und zu ein Thema? Es kann verschiedene Gründe haben. Einerseits so eine Art gesetzliches, rigides Bibelverständnis, dass man das wörtlich nimmt. Dass man nicht daraus herausliest, dass beispielsweise eben «Züchtige deinen Sohn», dass das damals geheissen hat, ja, züchtigen. Es ist eben eine Gesellschaft vor eben mehr als 2000 Jahren, aber heute haben wir ganz einen anderen Zugang zur Erziehung. Die heutige Erziehung, da hat man so viel dazugelernt, da hat man so viel an Wissen können gewinnen in den letzten Jahren. Da heisst, sich einem Kind zuwenden, so dass es eine Reife kann erleben und eine Reife kann gewinnen und eine eben gefestigte, erwachsene Person kann werden, heisst das ganz sicher nicht ein Kind schlagen, sondern ein Kind mit Aufmerksamkeit, mit Liebe, mit Zugewandtheit erziehen. Und darum kann man den Vers ganz anders eben auch übersetzen. Mit Fug und Recht kann man dort sagen, wer sein Kind liebt, der erzieht es. Die andere Seite ist natürlich, dass immer wieder geistliche Randfiguren, sage ich jetzt einmal, Menschen, die sich irgendwo in einen Extremismus bewegt haben, auch Anhänger gefunden haben, wo sie nachher ihre rigide Erziehungsformen haben können vermitteln. Und wo Menschen, die vielleicht mit einer gewissen Labilität oder sogar eben mit einer gewissen, bestimmten, angestrengten Gottwohlgefälligkeit, also, wo es wirklich gut machen wollen, extra gut machen, dann dort dann auch ein bisschen in die Falle getappt sind und das Gefühl haben, ich erziehe nur richtig, wenn ich mein Kind schlage, und das ist natürlich völlig falsch. Mhm. So ist manchmal dann auch eine Prägung da gewesen in gewissen Kreisen, wo eben das weitergeführt worden ist und wo Menschen so angeleitet worden sind. Und darum ist es auch so wichtig, dass man in einer Gesamthaftigkeit von christlicher Sicht unterwegs ist. Also in einer gemeinschaftlichen Sicht, wo man sich eben an grosse Leitlinien halten, die positiv und konstruktiv sind. So wie es ja beispielsweise auch der Freikirchenverband ausgeführt hat, 2015. In so Leitlinien, die er formuliert hat, eben Erziehung, hat mit Liebe zu tun, mit Bedürfniserfüllung der Kinder, soll auf den christlichen Wert basieren und ist ganz sicher gewaltfrei. Genau, Gewaltanwendung in der Erziehung lehnen wir ab, haben sie dann rausgegeben. Oder auch die Schweizerische Evangelische Allianz hat klare Position rausgegeben. Ist jetzt sogar letzte Woche bei IDEA im Magazin wieder ausgeführt worden. Was sie da zum Beispiel so gebracht haben, ist eben Kolosser 3,21, wo aufruft, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen, dass sie nicht mutlos werden. Also, dass eben das mit nicht einem Brechen vom Willen kann funktionieren, sozusagen bei der Erziehung, sondern der Weg über Ermutigung, Einsicht, Fehler können zugeben, Vergebung und so weiter. Also das ist wahrscheinlich dein tägliche Brot auch in diesen Beratungen oder wenn du auch in der Ausbildung bist für christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger. Mhm. Das sind ganz wichtige Grundpfeiler. Oder? Da geht es darum, um das Thema Vertrauen. Vertrauen können aufbauen, Vertrauen zu Eltern können aufbauen, die wohlwollend sich dem Kind zuwenden und die sich auch nicht so gut sind, mal einen Fehler zuzugeben. Da geht es auch wirklich darum, dass man eine Erziehungskompetenz sich aneignet als Eltern. Erziehen heisst nicht, ich wende jetzt irgendeine Technik an und dann funktioniert das mit meinem Kind. Sondern Erziehen heisst, hat ganz viel mit der eigenen Elternkompetenz zu tun. Mit meinen erzieherischen Fähigkeiten und Qualitäten, mit dem, was ich mitbringe als Person und mit dem, was auch die Bibel beispielsweise davor hat, Früchte vom Geist. Das ist Liebe, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das sind Qualitäten, die auch in die Erziehung hineinfliessen sollen. Und da sind wir aufgefordert, als Eltern, uns mit uns selber zu befassen, damit wir nachher einem Kind ein gutes, vorbildliches Gegenüber sein können. Ja. Was haben denn Bürkis für einen Erziehungsstil gehabt? Oder immer noch? Ja, gut, das ist ja. Ja, genau. Wir haben keine kleinen Kinder mehr in dem Sinn. Wir haben aber noch ein teilzeitliches Pflegekind, das bei uns vorbeikommt, einmal im Monat. Also wir erleben eigentlich immer noch, dass das, was wir aus unseren Erfahrungen herausgezogen haben, schon noch weiter auch funktioniert. Wir haben aber auch sehr viele Fehler gemacht. Keine Erziehung funktioniert fehlerfrei. Das ist so. Wir haben probiert, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir haben
Unsere Erziehungskurse beispielsweise, die stellen wir auch auf eine solide Grundlage von sehr viel Literatur. Wir haben einen autoritativen Erziehungsstil probiert zu leben. Und das heisst, und das ist mir ganz ein wichtiger Punkt, autoritativ ist ein höchstes Mass an Zuwendung auf der einen Seite und ein höchstes Mass an Förderung, Lenkung und Kontrolle auf der anderen Seite. Und man weiss seit 30, 40 Jahren, dass das ein ganz bewährter Erziehungsstil ist, wo man Kinder auf eine ganz gesunde Art eben zu selbstständigen, selbstwirksamen, frohen, freien Menschen erziehen. Uns ist der Glauben immer sehr wichtig gewesen. Wir haben ihnen den Glauben vermittelt, aber in einer frohen und freimachenden Art ist uns das am Herzen gelegen. Freude an der Schöpfung zu wecken beispielsweise, Freude am Leben überhaupt zu wecken, am einzigartigen Geliebtsein von Gott her, aber auch am Bedürftigsein nach letztlich auch Erlösung. Wir haben ihnen auch das probiert zu vermitteln und ihnen aber auch probiert zu zeigen, dass sie frei, euch für das zu entscheiden. Wir haben das von Herzen gelebt. Wir sind von Herzen mit Jesus unterwegs und sind immer auch sehr froh gewesen, weil wir gemerkt haben, unsere Kinder wollen hier einhängen. Die engagieren sich selber. Die engagieren sich jetzt auch selber im Reich Gottes. Und das freut uns ganz enorm. Genau. Und du bist ja auch sehr stark am Puls bei den Eltern, wo sie so vielleicht auch ihren Frust erleben oder ihre Herausforderungen. Das, was aber auch gut funktioniert, durch das, dass du als Beraterin dran bist. Du bist Präsidentin von einem Verband, BTS Schweiz, bei Ehe und Familie, diverse so, alles, was in die Richtung geht, eigentlich Beziehungsthemen, das zu stärken, das verfolgst du gerne wieder sehr breit. Und dort würde mich mal interessieren, was beobachtest du so ein bisschen als Frust bei den Eltern von der heutigen Zeit? Ich beobachte, dass Fuder halt bei vielen ganz fest gefüllt ist. Dass der Anspruch der Kinder einerseits, der Anspruch der Ehepartner jeweils andererseits, vom beruflichen Unterwegssein, von vielleicht sogar beiden, dass das ein ganz grosses Fuder gibt. Plus noch eine gewisse Verunsicherung. Wie soll man denn überhaupt erziehen? Weil das, was so ein bisschen gang und gäbe ist heute, was man wahrnimmt, wenn man in der Schule mit Eltern unterwegs ist, wenn man im Kinski mit Eltern unterwegs ist, das ist doch eben eine gewisse Hyperindividualisierung festzustellen. Also, der Frust ist, jedes Kind sollte eigentlich doch irgendwie scheinbar seine Bedürfnisse können ausleben und seine Individualität können ausleben. Aber wie soll das noch zusammengehen mit eben dem Ziel beispielsweise, Gott lieben, sich selber lieben, den Mitmensch lieben, wenn da so viele Bedürfnisse aufeinander stoßen und miteinander kollidieren. Und ich denke, da ist eine grosse Verunsicherung da. Ja, müssen wir jetzt dann nach Attachment Parenting, also ganz stark bindungsorientiert erziehen, können wir dann nur so eine gesunde Bindung erreichen? Oder können wir eben das vielleicht auch ein bisschen ausgewogener machen und nicht einfach auf eine Erziehungslehre abfahren? Können wir das? Oder können wir das schon gar nicht mehr? Konsequenzen, geht das überhaupt noch heute? Oder ist das schon fast verpönt? Und da möchte ich Eltern Mut machen. Es ist, glaube ich, so eine gesunde Herangehensweise, wenn wir eben die beiden Achsen einmal beachten. Ein höchstes Mass an Zuwendung, aber auch ein höchstes Mass an Förderung und Lenkung und Unterstützung und Leitplanken. Das gewährleistet eben den autoritatischen Erziehungsstil, den ich aus der Bibel herausnehme. Wo ich sehe, Gott liebt uns, das ist die Grundlage, aber er gibt uns auch einen Auftrag. Er gibt uns einen Auftrag zu gestalten und mitzutun in seinem Reich und Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir jetzt nur ein ganz kleines Mass an Zuwendung hätten, aber viel Kontrolle, dann sind wir bei einem vernachlässigenden Erziehungsstil. Wenn wir ein höchstes Mass an Kontrolle haben, aber keine Liebe, dann sind wir wieder bei der autoritären Geschichte. Und die möchten wir nicht mehr. Da ist man so recht weggekommen. Aber das Pendel, das ausgeschlagen hat in diese Richtung, dass man nur noch Liebe propagiert, eben nur noch Bedürfnisse sieht vom Kind, nur noch Grenzenloses sich verwirklichen sieht, dort sind wir eigentlich wieder ganz nahe bei einem anti-autoritären Erziehungsstil, wo wir eigentlich schon wissen, das ist nicht so zielführend. Und dort möchte ich Eltern Mut machen, in dem Frust von, was kann ich denn noch, was soll ich denn noch, all die verschiedenen Ansprüche, da auch ein bisschen zu vereinfachen
und ein bisschen hinzuschauen, wie kann ich ein gesundes Gleichgewicht in meinem Erziehen finden? Wie kann ich da klarkommen in einem gesunden Gleichgewicht und eben auch in einem gesunden Ziel? Dort wissen, wo ich eigentlich hin möchte. Und mich nicht so irritieren lassen. Dass man wirklich, du hast ja vorher schon ein bisschen auch Ausdrücke gehabt mit dem, dass du sagst, zu einem schlussmündigen, freien Mensch, der Verantwortung übernehmen für das Leben und so weiter, die Kinder probieren herzuführen oder herzubegleiten. Das könnte ein Erziehungsziel sein, oder? Für Christen. Ja, auf jeden Fall. Also allgemein. Auf jeden Fall ist das ein Erziehungsziel. Oder? Dass unsere Kinder schlussendlich selbstständige, gefestigte, verwurzelte Menschen werden mit viel Freiheit. Freiheit kann ja auch heissen, ich bin frei, etwas nicht zu machen. Ich bin frei von oder ich bin frei für. Das sind immer zwei Möglichkeiten. Oder? Und die Freiheit, die soll in einem grossen Mass doch auch sein. Also das heisst auch für mich als Mutter, als Vater, ein bisschen Vertrauen haben in die Kinder. Ein bisschen mit Vertrauen daran hingehen, die ganze Sache, dass das gut kommt. Und dass man da einen Weg gehen kann, wo man auch entspannt geht. Ja. Das Selbstverwirklichungsprojekt Kind, das denke mir immer eine grosse Gefahr. Auch da erlebe ich viel Unentspanntheit von den Eltern her. Ich muss doch jetzt das Kind irgendwie so hinbringen. Und da denke ich, sind wir ein bisschen auf einem Holzweg. Kinder brauchen vor allem Zuwendung, sichere Stellung von ihren Bedürfnissen, aber sie brauchen auch Leitung und Leitplanken. Nebst viel Nähe, die sie brauchen, unbedingt, brauchen sie auch eine gesunde Förderung und Forderung. Und dort reinzugehen als Eltern, dort möchte ich Mut machen dazu. Ja, am Schluss, wenn man dir zulässt, weisst, ist es auf einem Weg befreiend, aber gleich auch, die brauchen schon noch kein viel, oder? Die Kinder, wenn man in das Projekt startet, wie wir es jetzt auch haben, meine Frau und ich, 3 Kinder, 3, 7 und 9, dann merkt man schon, also das fordert mega viel von einem und dann gleichzeitig sollte ja Miri auch noch arbeiten und so, aber das gehört wie natürlich schon in das gesamte Päckchen rein. Wenn man jetzt gleich mal so einen Moment kommt oder einen Punkt kommt und man sagt, hey, ich schaffe es einfach nicht im Moment, oder was würdest du Eltern so empfehlen? Wo kann man Hilfe bekommen? Wie du gesagt hast, oder? Erziehung ist komplex. Erziehung ist auch mega herausfordernd und es braucht Kraft. Und Kinder buchstabieren und mal Liebe mit dem Wort Zeit. Kinder brauchen Zeit und sie brauchen auch Kräfte. Und was machen, wenn man an die Grenzen von seinen Kräften kommt? Ich denke immer, es ist eine ganz gute und gesunde Sache, wenn man miteinander redet, über die Schwierigkeiten, die man hat. Wenn man sich also erfahrene Ratgeber sucht, derjenige, die eben vielleicht Kinder schon draussen haben, es ist mir immer schade, wenn junge Mütter nur unter sich bleiben und die Schwierigkeiten, die sie haben mit den Kindern, nur unter, sage jetzt mal, gleich erfahrenen Mamis diskutieren. Ich denke, da ist ein riesen Potenzial da an erfahrenen Eltern, wo man abrufen darf. Wo man einfach darauf zugehen und sagen, du, wie habt ihr das gemacht? Ich stehe gerade da so an. Und aus dieser Erfahrung könnte man ganz viel gewinnen. Die kann im Freundeskreis abgerufen werden, die kann in der Gemeinde abgerufen werden. Oder dann halt auch mal irgendwo in eine Beratung gehen. Irgendwo in eine Seelsorge gehen und das anschauen. Weil viele Erziehungsschwierigkeiten haben mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun. Vielleicht mit Sachen, wie wir es erlebt haben, wie wir anstehen, nehmen, oder auch schlicht mit Möglichkeiten, die von Aussenstehenden einfacher gesehen können werden, als man sie selber sieht, wenn man so mitten im Strudel ist. Ja, die Aussensicht, die einfach gut tun kann. Und man unbedingt sich sollte darauf einlassen, immer wieder mal auch. Genau. Ja, super. Und das kann einerseits über das gehen, eben erfahrene Eltern vielleicht im direkten Umfeld. Es kann sein, in eine professionelle Beratung auch mal zu gehen, zu einem Thema danach, oder? Wo man vielleicht gerne wieder dran scheitert. Und dann hat es noch die Option, du hast ja das Buch dort hier bei dir auf dem Tisch, gell? Dass man wirklich sich dort hier weiterbilden, dranbleiben, auch in dieser Art. Genau, beispielsweise das Buch, das ganz frisch rausgekommen ist, das Jahr von Philipp Mamalakis, «Grosse Ziele, kleine Schritte». Das ist aus einer orthodoxen christlichen Perspektive geschrieben, aber wenn man sich einmal als Wording gewöhnt hat, dann
gibt das so viel her. Und ich denke, so Bücher, gerade jetzt das, wo ich als ein sehr wertvolles Buch anschaue, so Bücher können einfach wieder mal eine breitere und eine tiefere Perspektive ermöglichen, als nur schnell irgendein Instagram-Video, irgendein YouTube-Video. Ich denke, es ist ein Profit, wenn man sich tief ins Thema hineinlässt. Wenn man vielleicht auch mal ein Erziehungsseminar besucht und sich mal ein Wochenende mit der Frage befasst. Ich glaube, es ist ein grosser Gewinn, wenn man sich einmal grundsätzlich durchdenkt, was möchte ich mit meinen Kindern, was möchte ich mit meiner Familie, was sind die Grundlagen von meiner Erziehung, was sind meine Erziehungsziele, was sind meine Werte und was ist mein Erziehungsstil. Ist der irgendwo da oben angesiedelt, bei einem hohen Mass an Zuwendung, bei einem hohen Mass an Förderung, Forderung, Grenzen, Kontrolle, wo man das Kind wirklich gut begleitet? Oder bin ich da irgendwo ein bisschen am Umdümpeln, wo ich noch etwas gewinnen könnte, wo ich noch etwas justieren, noch etwas entwickeln, wo einfach gut tut, unserem Familienleben. So wie das Bild da mir durchaus gefällt, wo das Miteinander, das herzliche Miteinander fördert, das Füreinander-Sein. Ich denke, das sind ganz wichtige Themen, wo es sich wirklich lohnt, eine ältere Qualifikation quasi zu erreichen, indem dass man sich wirklich auch präventiv mit Sachen befasst. Darum ist für mich auch Prävention in Form von Seminaren und Referaten etwas ganz Gutes und Cooles, wo ich mich auch gerne rein investiere, weil ich immer finde, es ist so viel einfacher, wenn man sich gewisses Wissen holt, als dann irgendein so Scherbenhäufen müssen zu flicken wieder. Ja, ich denke, es ist gut, dass man auf das einfach hinweist. Es ist ja noch selten ein Meister vom Himmel gefallen, ja. Oder? Also auch in diesem Thema. Man sollte sich auf den Weg begeben. Also man kann auch lernend bleiben, wenn man dann mit diesen Kindern so unterwegs ist. Und eben, was ich auch noch spannend finde, du hast vorher auch klar darauf hingewiesen, einfach so, heute ein Häppchen da auf Social Media und eben Instagram und all die, oder? Kannst du in deiner Bubble überall noch 10 Tipps holen für so, hast du sicher gar nie mehr eine Sorge in diesem Thema. Da würdest du auch ein bisschen warnen, gell, was da rumgeht, manchmal. Ja, es ist wirklich nicht alles so gesund und ausgewogen. Ich komme immer wieder ein bisschen zurück zu diesen Themen. Es dünkt mich auch von der Bibel her so wunderbar, wie Gott das mit uns macht. Und das darf uns bei aller Begrenzung, wie die Bibel lehrt über Erziehung, sie lehrt nicht so viel. Aber wir dürfen eins ganz deutlich sehen, wie Gott mit uns umgeht. Und das ist grossartig. Oder er liebt uns. Das erste Mal einfach. Und dann stellt er eine Beziehung her, aus dieser Liebe zu uns. Und erst dann ist unsere Antwort gefragt. Also das Folgen, das Gehorsam sein. Ich finde eben das Mundartwort Folgen viel schöner. Folgen möchten wir ja auch das Kind tun, in dem Sinn, oder? Dass wir ein gewisses gutes Miteinander haben, aber eben nicht in einer knechtischen Art und Weise, weil bei Gott steht die Liebe an erster Stelle, aus dem aus eine Beziehung und dann erst der Gehorsam. Und das denke ich ganz wichtige Prinzipien und sich da immer wieder eben so auf Prinzipielles einmal einzulassen und nicht nur nach einer schnellen Lösung für irgendein akutes Problem zu suchen. Das denke ich ganz wichtig. Weil sehr vieles ergibt sich nachher aus einer gelassenen erzieherischen Grundhaltung. Wenn wir können sagen, mal, ich habe ein Geliebtsein von Gott her selber erlebt. Ich bin in dieser Beziehung zu Gott, wo ich auch nicht muss aus der Beziehung zum Kind irgendwie meinen Selbstwert gewinnen oder aus dem Gelingen meinen Selbstwert gewinnen. Das gibt so viel Ruhe drin und das gibt viel Kraft drin, dann eben auch in einer Gelassenheit und in einer liebevollen Annahme mit dem Kind umzugehen. Ja, super. Genau, also da kann man, denke ich, sehr viel jetzt da schon mitnehmen, aufschnappen und dann noch weiter dieser Sache auf die Spur gehen. Und noch gerade so ein bisschen in deine gegenwärtige Situation auch noch hineingeredet, oder was du im Moment erlebst. Du hast jetzt die Situation, dass die 6 Kinder erwachsen sind und jetzt auf ein Grosskind und gleich ein zweites, gell? Ja. Was ist dort hier noch so? Vielleicht so als letzter Gedanke, auch die Rolle, die dann Grosseltern drinnen spielen können, in so ein System hinein. Ich denke, Loslassen ist ein grosses Thema. Wenn wir erwachsene Kinder haben, dann ist in dem Sinne unser Erziehungsauftrag abgeschlossen. Aber
wie schön, wenn sie kommen und fragen oder irgendwo Anteil geben an ihrem Leben und sich halt immer wieder Zeit nehmen für das, was sie gerade brauchen. Sich nicht einmischen probieren, sondern dort respektvoll auch Wort zu nehmen. Unsere Jungen machen jetzt das ganz eigen und ganz vielleicht anders oder haben andere Hilfsmittel, als wir früher hatten. Da muss ich manchmal so schmunzeln, was es heute alles für Gadgets gibt für die Kleinen. Und wir haben uns da noch ganz mit einfachen Sachen zurechtgefunden. Das ist aber super. Und dort dann einfach die Wertschätzung auch entgegenzubringen, aber auch das Dasein. Ich bin da für dich, wenn du etwas von mir möchtest. Ich respektiere, was du jetzt entwickelst und wie du deine Familie gestaltest. Und ich möchte aber unterstützen, wenn ich kann und wenn du es brauchst. Und nicht sich einmischen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Eben auch im Vertrauen zu Gott können die Kinder abgeben und nicht an sich binden. Das ist in jeder Lebensphase wieder wichtig, oder dass wir wirklich können Gott das Vertrauen entgegenbringen. Auch im Gebet manchmal ringen um gewisse schwierige Situationen. Es gibt Situationen, die sind wirklich knifflig und die sind wirklich herausfordernd. Aber dass wir immer wieder ein Vertrauen haben ihm gegenüber, dass er wird Lösungen schenken, dass er wird Wissen oder Wegen oder Hilfe schenken. Das fängt schon früher an, nicht erst, wenn sie erwachsen sind, aber dann insbesondere. Dass man einfach wohlwollend nebenzu steht. Schön. Ja, also man spürt viel von dem, wo du an Herz hineingehst in das Thema, auch durch die verschiedensten Tätigkeiten, eben, wo du immer wieder am Ball bleibst. Gang noch, in diesen verschiedensten Funktionen eben dran bist. Und da möchte ich dir herzlich merci sagen für das. Ich lese immer wieder gerne ab und zu Berichte, eben wenn du im Ideal selber schreibst oder auch bei uns ab und zu etwas eben reingeben an Impulse. Das ist sehr wertvoll. Danke vielmals. Doris, was hast du für deine Arbeit? Was hast du noch für eine Vision? Weißt, wir haben angefangen mit dem Lederach-Thema und eben christliche Erziehung, Beziehungsarbeit und so weiter. Was treibt dich an, so ein bisschen für das alles? Was mich antreibt, ist eigentlich die Freude an dem, was es ist, wenn Beziehungen gelingend sind. Was es für einen Rückhalt und für eine Kraft bedeutet. Einerseits bei uns ist es ganz real im Leben. Ich bin ja noch im Care-Team Aargau und ich sehe dort immer wieder ganz leidvolle brüske Situationen rein, die sehr schwer zu ertragen sind für die Betroffenen. Und ich sehe dort, was für einen grossen, unschätzbaren Wert das funktionierende Familie hat. Tragende Familienbeziehungen sind so entscheidende, leidvolle Situationen, nebst dem Glauben. Das sehe ich in diesen Situationen auch deutlich. Das motiviert mich sehr, das weiterzugeben, was wir als gelingend erlebt haben. Das motiviert mich sicher auch, dass unsere Kinder mit Jesus unterwegs sind, engagiert unterwegs sind. Alle 6? Alle 6 und auch die Schwiegerkinder. Ja, das ist ein mega Geschenk, aber auch eine mega Motivation. Familie ist eine Zukunftshoffnung immer wieder. Kind haben ist immer wieder ein Ausdruck von, Gott ist mit dieser Welt noch nicht fertig, er hat noch mal etwas ganz Gutes. Immer wieder etwas ganz Gutes, gestalterisches, schöpferisches parat. Und da möchte ich auch Mut machen. Es müssen nicht alle 6 Kinder haben. Auch eine Einkindfamilie ist eine vollwertige, komplette Familie. Aber haben wir doch den Mut, da auch zu gestalten und in dieser Welt etwas Gutes weiterzugeben, dieser Welt Hoffnung zu geben, dieser Welt Erlösungshoffnung auch zu zeigen. Ein Glaube, der verhebt, ein Glaube, der tragfähig ist und wo eben wirklich in einer kraftvollen Lebendigkeit kann gelebt werden. Ja. Das ist so ein bisschen das, was mich bewegt. Ja. Doris Bürki, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Merci. Danke dir vielmals. Ja, und weitere Tipps und Links, auch gerade was Buchtipps angeht zu diesen ganzen Themen rund um Erziehung, Beziehung, tun wir gerne in Videobeschreibung noch zu diesem Video jetzt hier unten dran. Könnt ihr noch mehr dazu finden. Und sonst empfehle ich sehr auch Ratgeber, Artikel, die es jede Menge schon gibt auf livenet und jesus.ch. Da kann man auch mal nach diesen Themen googlen. Oder ihr findet auch einen Zugang zu unserer Lebenshilfe über jesus.ch oder livenet.ch. Wenn ihr mal ansteht bei einem Thema, dass ihr dort hier auch auf anonyme Art oder direkt mit jemandem, mit einer Beraterin oder Berater ein Thema könnt angehen. Danke vielmals für euer Interesse und bis gleich wieder. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.
Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.